Monika Semedo, Christoph Hansen, sie ganz gut, dass mir ihr auch gut für Gespräch, für ein Drittgespräch an dieser gelungener Zeit. Monika, moin, Christoph auch moin dir. Moin Jonathan. Salut. Moin Jonathan. Hörst du mich? Moin Christoph. Wir wünschen dir, das ist aktuell keine große Überraschung, du am Homeoffice, weil ganz, ganz viel Leute Homeoffice ist. Monika, du warst dann zum Machergänge schätzen. Ja, ich bin zu Greve Macher in meinem Appartement. Los an 2 Wochen, praktisch den ganzen Tag da bannen. Just wenn ich muss sehen, ich so gehen muss gehen, gehe ich mal kurz raus, aber wirklich evitieren an schaffen am Anfang hier rund um Dauer. Mir fehlt ein bisschen mein Büro, weil gesagt, aber dann war ich chaotisch, es wird viele Bier da an der Stufe. Ihr seid den Zublick mit. Du bist halt ganz schlau gewalt. Weil die bei dir aber gesagt, Christoph, was der Velo? Ja, mein Velo, den hast also gut verwandt, schon noch ein zweiter Velo, den du an im Rollo steht, und den kann ich im Moment noch Wanne holen, da ich dann so große Idee. Der ist aber zu Bresel, es sind nicht zu dunkel, weil wie ich geboren gesehen, dass Michael Barnier, der Chefverhandler für den Sorti von Vereinigten Königreich aus der Europäischen Union, dass den Coronavirus hört. Und ich habe wirklich für ein Meeting mit ihm, wurde ich dann noch vom Service Medical vom Parlament geraten, 14 Tage nicht aus meiner Wohnung rauszugehen. Ich war dann natürlich heute zu Bresel, und du warst eine Stunde noch immer heute zu Bresel. Ich kriege die 14 Tage zu River, kenne ich schon zurück auf Lützburg, man soll ja kein Departement machen. Wenn sie wirklich nötig sind, und ich schön daheim mit Mama regelmäßig am Telefon, die man dann noch mein Kurier viel liest, dann weiß ich, was die wichtigen Sachen bekommen sind. Okay. Ja, für 2 Wochen sind ich auch ganz sehr auf Lützburg gekommen. Es war so an der schwer fett geschieht, und kurz drauf sie auch Grenzen zum Leben zugemacht gehen. Und du hast gedacht, kommen sehr auf Lützburg, du als Familie, für allem auch meine Mom zum Beispiel, die auch eine vulnerable Person an der Hinsicht ist. Aber wenn sie etwas braucht, dann kann ich auch für sie da sein und am Notfall eben sie auch begleiten. Dafür war mir wichtig, Heim zu sein. Monika, du hast gerade darauf hingewiesen, dass bei dir daheim gerade witzig gesagt hat, dass ich das nicht kann erkennen auf der Kamera, weil weißt du aber viel Chance, wir hatten also für uns 2 Wochen eine sogenannte Reichswoche oder am Europäischen Parlament, wo definitiv kein parlamentarische Arbeit als erste Reaktion auf die Corona-Krise, also offiziell auf Manns. An letzte Woche war aber eine normale Arbeitswoche. Normal, weil die normal kann nennen an diesen Zeiten. Im Europäischen Parlament geboten. Wie erlebt dir, oder fängt mal dir an, Monika, erlebst du die Arbeit so aktuell? Wie ist das du Business as usual, mir just nicht, dass ich nicht unter einem durchsetzt, mehr mit der Kamera sich konnektiert. Nur wenn du die letzte Woche denkst und die nächste ist, die kommen, wie lebt das bei dir auch? Also für ob hat man zwar für die letzte Woche ein White Week, aber das ist aber so, dass man sich schon umstellen muss. Das heißt, auch gucken, dass die Assistenten mit allem versucht sind, für das wir kommunizieren können. Zum Beispiel auch bei mir daheim, dass der Printer gefüllt ist, dass ich Sachen kann printen, mal lesen, mir Noten machen. Also das war schon eine große Umstellung. So sind wir sowieso viel um Laptop, viel um Handy, Christoph, ne? Wenn man durchs Parlament geht, ich meine, ich drin aus dem Handy, Antwort per Mail oder möchte appellen. Die letzte Woche war dann nicht selber. Ich muss auch sagen, dass ein gelungen Gefühl, die anderen nicht zu gesehen, weil es tauschen sich aber ganz viel aus. Den einen erklärt seine Prioritäten, dann sing dabei und überlegt vielleicht, wie können wir besser zusammenkommen, können vielleicht auch ganz neue Ideen. Und das fehlt ein bisschen. Mir war aber immens flott, letzte Montag Diana per Videokonferenz rumzugesehen und sich so auszutauschen. Da gehört doch viel Disziplin dazu, weil kann ihn die Meeting nicht rausziehen über Stunden. Ihr seht nicht am Pyjama, wie ich gesehen habe, schon mal. Nee, also ich meine,
geht ihn zwar nicht, ob da bist, so mal am Parlament, an dem Sinn, aber geht ja doch dazu einfach auch einen Rhythmus zu tun am Tag. Und du musst dich normal ungeduldig sein, wie wenn du eben gibst, ob da bist du, wie gesagt, wir schaffen und Prioritäten und Lesungen, kurzfristig, aber auch auf lange Vue. Und da geht ganz viel Mailen hin und her mit Ideen, mit Verbesserungen. Und das flott so zu schaffen, aber wäre noch mehr flott, wenn man Kinder im nächsten zusammen am Plenum sitzen und vielleicht noch mal zwischen zum Beispiel Christoph und ich sich austauschen können über die Probleme oder auch eine Priorität zum Beispiel für Leute. Ich denke, du machst dem Christoph zu gehen. Christoph, wie erlebst du das? Ja, man schwätzt immer für Social Distancing. Ich gebe mal nicht so, dass das Social Distancing das eigentlich Physical Distancing. Weil ich merke, dass ich nur eigentlich mittags mit Leuten telefonieren, wie ich das visuell gemacht habe. Und da sind die Chancen auch ziemlich gut. Wir hatten eine echt Fraktionssitzung, die dann auch online war, auch über den iPad, wie ich das immer nicht viel machen. Das ist gewöhnungsbedürftig, weil das immer nicht dieselbe Interaktion. Du kannst nicht denken, dem Präsidenten denken, hey, will ich über vier und die anderen schwätzen. Also, das ist ein bisschen kompliziert. Es sind noch viele Leute, die sich noch ein bisschen die digital Meier müssen winnen. Und so war das die Echtkeit noch nicht so flüssig, wie das können sie. Hat mir gut gefallen, dass ich schon ein bisschen mehr Zeit für meine Klangen, die noch draußen auf dem Büro für andere lebt. Ja, das ist natürlich flott. Aber ich noch Zeit mal so schauen, wie das halten. Das halten als die Proposition von Macron über den Handelsaufkommen Smart Briten, das 440 Seiten wird. Das ist gut für die Halbzeit zu nutzen, für so Sachen nur zu lesen. Und das ist natürlich positiv ist. Wir können aber ziemlich normal weiterschaffen, weil viele Sachen kann ich effektiv online machen. Wir können Laststoffität auch gestimmt Zetteln geschickt, kriegt die man dann rausgeprint und ausgefüllt und darum per Foto zurückgeschickt und das alles gang. Auch da muss ich sich noch ein bisschen drüber winden. Ich meine, das können die noch vielleicht noch System erfahren, für das noch mehr elektronisch zu machen und ein Programm einfach zu klicken. Das geht dann noch mehr schnell, wie das heute. Ich meine, du hast noch Sputnuhr, für das besser zu machen, so man dann mal so. Am Moment würden ich bei all der eine neue App auf, für zu kommunizieren. Ich will für mal nicht zu telefonieren, die Zoom-App aufgelöten, Skype und Jabber und Cisco, Hi und Do, also tolle neue Apps, die man aufgelöten. Wir kommunizieren definitiv mit Mama machen, nee. Christoph, ich will auf Apps wegkommen, was Monika gerade so. Monika so, dass am Austausch von den anderen durch die Umstände, die wir alle überhöhen, könnt ihr noch ganz neue Ideen. Erlebst du das auch? Kannst du mal dazu fangen, was Monika gerade so? Ja, ich meine, neue Ideen, zum Beispiel habe ich schon mal eine griechische Kollegin, die ja Griechenland natürlich auch festsitzt, hat man über die Instagram so ein Live gemacht gehabt, wo sie da bei sich im Kanapé sitzen, ich war bei mir am Büro, wo man dann eben échangiert und welche Situationen jeweils an den verschiedenen Ländern passt, wo man muss schaffen, dadurch an einem Dossier, wo man zusammen schaffen, zum Beispiel im internationalen Handel, wo man ein bisschen gemerkt, dass die Europäische Union auch einmal ziemlich protektionistisch ging ist. Ich bin aber auch intern an der Europäischen Union gemerkt, dass da viele Egoismen national aufkommen sind, wo dann verschiedene Länder, so Polen, Großbritannien, auch eigentlich Exporter von Medikamenten angeschränkt und das nicht den europäischen Gedanken, für den wir schaffen. Und das sind Sachen, wo ich schaffen. Notamment werde ich auch von hier aus, von meinem Büro, kann ich das machen, eine schriftliche Kommission machen, für justement die Problematik noch hinzuweisen. Das heißt, da kommen wir kriegen mit Zeit für Sachen zu machen, die wir sonst Kinder machen, die wir dann immer an physischen Reunionen sitzen. Ich meine, das ist so gut Moment für die Sachen. Ich denke, bei Monika spielen ganz neue Ideen. Was hast du mal da gemerkt? Also, wie der Christoph Loh hingewiesen hat, neue effektive Kommunikationsformen, eine neue Art, sich mit denen auszutauschen, weil da wir dann auch zu politischen Initiativen feiern. Was wolltest du mal da so? Also für mich ist der persönliche Kontakt immens wichtig. Mit neuen Europadeputierten, mit denen die schon lange Erfahrung haben. Und das ist so,
das sind so Informationen, die sammeln ich und dann überlege ich, was kann ich auch draus machen. Mir genauso wichtig ist es dann aber an so Social Distancing. Ich gucke hier raus auf den Balkon, ich gesehen einen mein Nopech, die haben 2 kleine Jungen und sind von portugiesischer Origine. Und ich habe nur gefragt, wie es funktioniert mit den Hausaufgaben, ob sie durch Schwierigkeiten haben, wie sie es machen. Und auch, also Kinder sind immens brav, wenn ich hier direkt nicht so wie sie ihren Tag arrangieren. Nicht interessiert den sich mehr für die Mannschaften so. Ja, ich meine, und auch wenn wir als 3 Meter Waschhallen, wenn ich mal muss an die Supermarché oder an die Apotheke gehen, es schwätzt den mehr mit denen. So dass sie vielleicht Lunchgang heute Morgen gesagt haben, wie geht es ja? Und holen den sich ein bisschen mehr Zeit. Und ich fand das immens flott und ich hoffe, dass das noch auch so bleibt. Also, für mich auf Distanz sind wir mehr nur. Muss das nur heute etwas markieren? Also auch vielleicht für deine politische Arbeit oder etwas, was du nur durch die unglückliche Zeit, aber positiv machen würdest? Ich denke, viel nur, tausche mich aber auch aus mit anderen, wie es ist, auch wenn du daheim warst als Familie, wie du mit denen eins gehst, wie du dich arrangierst. Ich habe auch gesehen, ich bin heute zu machen, du hast direkt den Grenzübergang. Also war eine von den ersten Fragen, die ich mal gestaltet habe, was geschieht mit den Frontalien, wie funktioniert das, weil die Grenzen zugehen. Und da habe ich mir auch vorgestellt, wir sollen ja daheim bleiben, das heißt auch tauschen von den Leuten, die zu Lützburg schaffen, 200.000 Frontalien, die alle da hier ins Land kommen und schaffen, wenn die müssen daheim bleiben. Da gibt es Regulationen, die so, du darfst nicht mehr 19 gehen, 24 stehst. Du mal Gott sei Dank, was geliebt? Das ist vielleicht mehr Empathie. Ja, das ist ja auch allgemein, wenn wir so wir machen Telework oder Homeoffice auf lange Dauer. Weil du sind nicht europäische Regeln, die aber beschränken. Du hat der Finanzminister ein Ticket bei uns für die abzuheben. Menschen, die froh auch eine schriftliche hohe Kommission gestaltet, wie das europaweit kann geregelt gehen. Und auch vielleicht in Zukunft, weil wir ja mehr flexibel und auch von woher aus schaffen sollen, ist das schon eine Frage, die abkommt. Und ich bin gespannt, was dann passiert. Christoph, wie ist es für dich? Also etwas, vielleicht an deinem persönlichen Verhalten, etwas, wo du wärst, es ist eine komische Zeit mitholen, wo du siehst, okay, das war sozusagen das positiv, du hast gerade schon darauf hingewiesen, dass du mehr Zeit kannst mit deinem Jungen verbringen, wie normalerweise der Fall ist. An auch Monika auch gerade darauf hingewiesen hat, wo das auch einen politischen Impact, okay, ich mal an, ob für den ein oder anderen Sujet, was mir vielleicht für die anderen so aufgefallen. Also ich meine, wir wollen vertrauen, dass der heute Krise nicht die richtig Lehre zu zählen oder gar keine Lehre zu zählen. Also ich meine, dass es nur ziemlich dramatischerweise klar ging, dass man am Moment das Problem ist nicht Europa oder dass Europa nicht reagiert. Das Problem ist, dass man der Europäische Union nicht genau eigentlich hier will gehen und den man können drehen. Wenn man eigentlich keine gemeinsame Gesundheitspolitik, noch keine Industriepolitik, die den Sektor Gesundheit eigentlich promoviert. Und ich meine, Gesundheit, das kannst du tun, ja. Und das kann ich nicht rechnen wie normale wirtschaftlichen Sektor, wie andere Sektoren, wenn du so Spielsachen, also das nicht ein Spielsache, das nicht den echten Business mit Gesundheit und Lebensmittel von den Leuten, das gut wirklich gucken. Und du stellen wir fest, dass wir so einem strategischen Punkt eigentlich viel zu viel aufhängig sind von Drittländern. Du musst man auf jeden Fall nur besser in den sich am Moment bis noch nie so an den Gesundheitssektor wirklich geschafft und ich so ganz viel du musst mal gucken, dass man auch eine gemeinsame Agrarpolitik die sicherstellt, hier so als einer Krise eigentlich geboren, weil nur im Zweiten Weltkrieg und zu Lützburg in Europa, wo ganz viele Leute Hunger gelitten haben, eigentlich nicht genug Lebensmittel produziert. Gemeinsame Agrarpolitik kann ich das ein bisschen suchen, das ist richtig. Die Vision wird dafür gesorgt, dass man genug Lebensmittel produzieren,
Tatsächlich muss man auch am Gesundheitssektor fertig. Gemeinsame europäische Gesundheitspolitik. Ich wollte noch dazu ganz kurz etwas sagen, weil ich mir viel Gedanken machen als Sozialgerechtigkeit, weil wenn man lo hoffentlich die Sanitärkrise überstanden haben, könnte höchstwahrscheinlich auch die ökonomisch oder schon mal sicher. Und ich stelle mir froh, gerade für die Loschen nicht einfach weitergeht. Die Loschen an Armut leben, wie geht es für sie weiter? Mir natürlich auch, wie erhalten wir Arbeitsplätze oder schärfere Arbeitsplätze? Wie geht es mit der Education weiter? Aber auch allgemein, wie geht es mit der EU weiter? Ich meine, das Krise wird wirklich viel verändern. Und ich hoffe, dass wir als zusammen gehen, und ich meine, wir haben das als Parlament ja aber ein Donnerstag gewesen, dass wir agieren können, alle Guten zusammen, positiv, für die EU, für die Leute, für die Menschen. Und ich hoffe, dass wir das auch überwinden und hoffentlich irgendwie gestärkt aus dieser Krise rauskommen. Es wird viel Erfahrung gefolgt geben, aber die Gedanken... Einfach die Fragen, die du auch vielleicht muss das so der zurechtstellst, wie werden wir aus dieser Krise raus und wenn Antworten immer auf die wirtschaftlich höchstwahrscheinlich Krise, die oder die wir schon haben, ja. Wenn gemeinsam europäisch Antworten werden wir gehen, die kann die Leute behalten gehen. Schön dann einfach so positiv auch, wenn ich so, das gibt euch viel Material für Weitergespräche, aber ganz der Menge, dass man gezwungenerweise das Format nur in Zukunft für dich beibehalten und invitieren ihr dann Monika und Christoph für eben die Fragen zu vertiefen. Soweit so nicht schon mal. Merci, dass ihr Zeit gehabt habt. Merci Monika, merci Christoph. Bon courage. Und so mal bis gespannt. Merci. Schön, merci. Ciao. Ciao. Lebt Grace.